Willkommen zurück hier bei Pokémon New, Pokémon Snaps, bei sinnlosen Let's Plays auf Schweizerdeutsch hier bei Retrocache zur dritten Folge. Und ja, ich weiss, da draussen haben alle das Spiel schon durchgespielt, nur ich noch nicht. Aber wir dürften mal noch probieren, das Lumina fotografieren, was wir in der letzten Folge nicht gemacht haben, die Lumina-Zone. Da haben wir natürlich immer noch Forschungslevel 1, bei den anderen zwei hätten wir Forschungslevel 2 mittlerweile erreicht, also da könnten wir wahrscheinlich noch etwa einen neuen Schnappschuss machen. Aber wir gehen natürlich jetzt in dieser Folge zuerst mal die Luminazone noch anschauen. Bei Nacht. Well, that's definitely where the reading was coming from. Das Signal kommt von da vorne. Könntest du dich ein bisschen umsehen? Ja, werden wir probieren. Irgendetwas wird passieren. Ui. Das sieht cool aus. Und? Da ist Lumina Pokémon. Ich weiß nicht einmal, wie der Pokémon heißt. Aber es sieht, ist gut gemacht. Es sieht geil aus. Gefällt mir. That Meganium's the Illumina Pokémon. Quick, Ja, get a mach ein picture. Foto, komm. Schnell. Gibt es aber auch noch anderes Zeug zum Entdecken da? Oder haben wir jetzt nur den einen Pokémon, wo wir dürfen fotografieren? Ja, den dürfen wir noch. Megani. Da hast du noch jetzt falsch ausgesprochen. In dem Fall dürfen wir mehr oder weniger nur die fotografieren. He? Sonst hat es da nicht viel mehr rum. Nein. Tut es ein bisschen fressen. In dem Fall hat das Leuchten, oder das Lumina-Leuchten da, von dem was da erzählt, ziemlich etwas damit zu tun, was dass die Pokémon fressen, und da ist in dem Fall und weg ist es, ja. Mit den Kristallblumen zu tun vor allem. Let's chat when you get back. Ja, der Energieanstieg ist verschwunden und in dem Fall darf ich wieder retour. Wäre das ein kurzes Intermezzo gewesen? Ja, Pokémon fotografiert immer noch eins, ja. Ja, das mal bewerten. Wird relativ schnell gehen, wenn wir noch ein Foto nicht dürfen auslesen. Oh, Stern 3. 1 bis 3 haben wir. Was ist denn das 3? Also ich sehe jetzt aber nur Stern 2. Bin ich blind? Also erzählt. Ah, oder kann es sein, dass Sternli 3 darf ich noch gar nicht machen. Ist das möglich? Gehen wir mal da nehmen. Now then, Ja, 4000er wäre schon schön, oder? a new discovery.
noch 5000er. So schön. Das erste 5000er Foto, das wir geschossen haben. Das ist doch mal schön. Und da haben wir im Lumina-Zone haben wir auch gerade Level 2 Anstieg geschafft. Spitzenfoto. Ja, mindestens 5000, das ist doch schön. Hose haben wir das erste Mal. Übrigens, dank der Daten zum Lumina-Pokémon gibt es etwas Neues zu berichten. Ich erzähle dir davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Nein, ich will eigentlich noch nicht verstauen. Erzähl dir mal deine Neuigkeiten, nimmt mich Wunder. Ja, die Ladebildschirme, die brauchen einmal ein paar Sekunden da. Aber Switch ist halt da nicht so eine leistungsstarke Konsole, aber dafür gibt es so Spiele drauf wie das. Da ist doch cool. Ah, du bist zurück. Aha. Was sagst du? War es nicht wunderschön? Wahnsinnig groß? Und hat es etwas gesagt? Rita. Tief durchatmen, Rita. Eine Frage nach der anderen. Du hast gut reden. Du warst doch selbst total aus dem Häuschen. Dieses Megani war ohne Zweifel ein Lumina-Pokémon, genau wie in der Legende. Wow. Wie war das nochmal mit der Legende? Die Lumina-Pokémon haben vor langer Zeit Lentil vor einer riesigen Katastrophe bewahrt. Oder so ähnlich. Ganz genau. Also, Die Lumina-Pokémon sollen eine Musterung gehabt und ein besonderes Licht ausgestrahlt haben. Also genau wie dieses Pokémon. right? Du sagst es. Ich bin davon überzeugt, dass die Ereignisse aus der Legende tatsächlich stattgefunden haben. Der Schlüssel zu meiner Forschung liegt darin, herauszufinden, was damals wirklich geschehen ist. Oh, Ach ja, Professor? Gab es nicht noch etwas, was du ansprechen wolltest? Es ist schon spät. Das kann bis morgen warten. Ja, in dem Fall gute Nacht. Gehen wir geschlafen. Und in dem Fall sind wir schon wieder wach. Sind wir schon wieder da. Morning. Guten Morgen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Wie Rita bereits erwähnt hatte, war ich gerade dabei, meine Forschung auszuweiten. Here's the thing. Alles war schon vorbereitet, um mit der Erkundung der ganzen Lentil-Region anzufangen. Aber dann kamst du und hast ein Lumina-Pokémon entdeckt. Denkst du, da gibt es einen Zusammenhang? Das ist schwer zu sagen. But Ich habe jedoch das Gefühl, dass uns interessante Dinge wieder erfahren werden, wenn du mit von der Partie bist. really? Meinst du? Wir werden sehen. Manchmal drückst du dich echt wahnsinnig unklar aus. But Aber ich denke, das ist eine gute Idee. Je mehr wir sind, desto lustiger wird es. right? So sieht's aus. Möchtest du offiziell unserem Forschungsteam beitreten? Ja, kann ich auch ablehnen. In dem Fall nicht, hä? In dem Fall bin ich jetzt einfach dabei. Excellent. Well, Ausgezeichnet. let's make it Dann official. machen wir es mit diesem Mitgliederabzeichen offiziell. Yep. Es steht dir wirklich gut. alright. Ja. Und jetzt lass uns gleich zu unserem nächsten Abenteuer aufbrechen. Ich bremse deinen Enthusiasmus nur ungern, aber ich muss erst noch ein paar Dinge erledigen. Was? Geduldet euch noch ein klein wenig. Es wird das Warten wert sein, versprochen. Right? Alles Genauere werde ich erklären, wenn ihr zu eurer nächsten Erkundung aufbrecht. Ja, gut, ja. Mitgliederabzeichen. Schön. Brauchen wir da? Wollen wir da? Ja, du, zumindest haben wir sie mal.
Und dann würde ich sagen, gehen wir uns doch da eine von den Strecken nochmal anschauen. Aber der Professor wird uns zuerst nochmal etwas sagen wollen, so wie es aussieht. Jetzt, wo du ein offizielles Mitglied unseres Teams bist, möchte ich dir noch etwas geben. Rita, übernimmst du wieder die Erklärung? Ja. Natürlich. Geht es nur mir so, oder muss ich in letzter Zeit ziemlich viele Sachen erklären? Aber egal, ich bin schließlich deine Assistentin. Dann lege ich mal los. So this is. Das ist ein Samtapfel. Eine Obstsorte, die hier in Lentil wächst. Er schmeckt süß und lecker, darum sind Pokémon ganz verrückt danach. Auf den ersten Blick sieht er wie ein normaler Apfel aus. Aber in Wirklichkeit ist er ganz leicht und weich. Die Pokémon werden sich riesig freuen, wenn du ihnen einen davon zuwirfst. Alright. Probier es doch gleich mal aus. Also wieder ein kleines Tutorial da, wie man einen Äpfel werfen. You can throw a flip Ich fruit nehme mal and an, it's das gonna be sollten wir anbringen, ohne dass wir das Ganze da lesen. Also mit B. Und Pikachu hat Freude und geht. there. See? The key to get a bite. Siehst du, es ist gekommen, um ihn zu essen. Jeder liebt einen kleinen Snack. You can move the pointer Bewege mit around. deinem... Ja, ist gut. It's the same as aiming your camera. Das funktioniert genauso wie mit der Kamera. Just move the left stick Oder irgendwie so, ja, komm, lass mich spielen oder lass mich werfen. Take a few more practice throws. If you want to throw farther, aim a little bit higher. Oh, looks like you startled it. But these don't hurt, so it'll be fine. Some Pokemon might not be interested. Maybe they're more Ja, also gewisse Pokémon wird es nicht interessieren, wenn ich es mit Äpfel zu spam, aber okay. Okay, genug geübt. Don't forget what I told Behalte you, meine okay? Tipps im Hinterkopf, okay? Ja, ja. Ah ja, ist gut, danke für die Info. Passt. Right? Ziemlich einfach, oder? Damit wäre alles gesagt. Allerdings hat der Professor gemeint, dass er immer noch mit dieser einen Sache beschäftigt ist. Oh, ich habe eine Idee. Geh doch in der Zwischenzeit auf eine Erkundung und probiere die Samtäpfel aus. Sie werden dir bestimmt dabei helfen, ein paar schöne Fotos zu schießen. Der Professor hat gesagt, man kann sie auf verschiedene Weise verwenden. Hello. Du bist schon mit der Erklärung fertig? Danke, Rita. Es gibt noch etwas, das ich euch sagen wollte. Unsere Forschung würde davon profitieren, wenn wir auf Erkundungen miteinander kommunizieren könnten, um Informationen auszutauschen. Now then. Sagt euch Lentil Connect etwas? Oh, Ich glaube, ich habe schon mal davon gehört. Yep. Das ist ein Kommunikationsmittel, das hier in Lentil benutzt wird. Wenn Rita zum Beispiel bei einer Erkundung etwas Interessantes entdeckt, kann sie uns über Lentil Connect ein Foto mit Informationen dazu schicken. Und ich kann euch so Sachen mitteilen, die mir auf dem Bildschirm auffallen. Oh, das ist ja voll praktisch! By the way, Die Lentil Connect Nachrichten erscheinen oben rechts auf dem Bildschirm. So werden sie werden dir sicher nützlich sein. Also, Y. Da können wir ja gerade mal hinschauen. Und da, wo es isst und schläft. Frisst und schläft. Ja, und dann. Es gibt ein Pokémon, das ganz in der Nähe schläft. Vielleicht käme es hervor, wenn noch andere Pokémon hier wären. Okay, da ist bei Nacht irgendwo beim Naturpark. Sollten wir uns vielleicht merken. Und dann hat es da noch andere Aufträge. Ganz einen Haufen sogar. Mit Samtapfel für ein Lächeln. Taubos wirkt recht unnahbar. Vielleicht kannst du dich mit ihm anfreunden, indem du ihm einen Samtapfel gibst. Hast du schon mal gesehen, welches Pokémon diese gerösteten Früchte hinterlässt? Ich würde es gerne wissen, wer dahinter steckt.
Selbst sehr vorsichtige Pokémon können einem Sandapfel nicht widerstehen, wenn sie an einem Ort sind, an dem sie sich sicher fühlen. Hast du schon mal Hutus zweites Bein gesehen? Du solltest mal versuchen, ein Foto davon zu erhaschen. Okay, ein gewaltiges Gähnen haben wir auch noch. Ich frage mich, wie es aussieht, wenn ein Reltara gähnt. Bist du nicht auch neugierig? Ja, du vielleicht. Wenn du dann mal anschauen, also neue Aufträge immer da erfüllt, die wir noch kennen. Florges legt manchmal ein seltsames Verhalten an den Tag. So als würde es die Kraft der Natur in sich aufnehmen. Kannst du das bitte mal untersuchen? Ja, da könnt ihr sicher probieren. Denn friedlicher Schlaf bei Nacht. Nachts schläft neben Jeltera ein Pokémon, das man sonst nicht zu Gesicht bekommt. Halte Ausschau nach ihm. Okay, ja. Also irgendein Pokémon ist dort und Meganis Freund, da ist auch noch etwas. Megani sieht sich ständig um, wenn es hier ist. Ob es wohl auf der Suche nach einem seiner Freunde ist. Also, da wäre auch mal noch etwas, was wir könnten herausfinden, aber da ist... Ah, da wäre Rita gewesen, ja, die Stimme ist noch falsch, gut. Ein paar interessante Informationen hat es noch gegeben, ja. Aber ich glaube, die werde das nächste Mal nicht alle vorlesen, weil, ja, braucht ein bisschen viel Zeit. Am besten gehen wir einfach wieder auf eine Erkundung. Hello. Wir haben hier noch die 3 Strecken einmal vor uns und dann würden wir uns die Strecke mal noch nochmal anschauen, die erste Strecke, die wir hatten. Einfach nochmal in Angriff nehmen, das mal auf Level 2. Schauen, was das sich alles geändert hat. Oder ob es ein paar neue Pokémon rum hat. Also, spielen wir da halt wieder Fotograf. Look at this. Da sind wir gespannt gewesen. Die Äpfel haben wir ja noch neu, da können wir noch ausprobieren da. Da haben wir schon mal das Pokémon, das wir bis jetzt noch nicht hatten. Okay. Da hätten wir schon mal etwas, was wir bis jetzt noch nicht hatten, und da könnte noch ein schönes Raubgebiet geben. Oder ein Waumpel, den halt, ja. Falsch Knopf X. Kristallblumen, ja. Und da haben wir von dem Weiß haben wir da schon schöne Fötterchen. Die nicht gern. Und hier vielleicht gern Äpfel.
sicher zu Schnaufen verpasst, weil ich mich da zu fest auf das konzentriert habe. Hey, so Okay. Jetzt haben wir dann aber die Viertel schon voll für ja, einen Haufen nichts, oder? Mal nein, nichts kann ich nicht sagen, aber... Kommt da hinten noch etwas das mal? Also da hinten ist nichts. Nur noch 4 Viertel. It's time. Oops, that's all your memory. Ah, jetzt sind Viertel voll. Schade. Ah, hoffentlich ist das letzte da noch eins geworden. Wäre schön, wäre schön. Welcome back. Also 14 Pokémon und etwas Neues hoffe ich. Ich glaube, die einmal mit dem Ausrufezeichen sind einmal etwas mit dem neuen Sternli. Also da haben wir nicht wirklich etwas Neues. Aber könnte ein bisschen besser sein. Na, das ist sicher nicht. Da haben wir beide schon 1 und 2, aber der einer ist nicht so gut, wo wir haben. Der 2, ja gut, der 2 ist schon relativ gut, also können wir den einer ausprobieren. Der Woodri. Haben wir auch beide schon 1er und 2er und der einer ist nicht so gut. Ja, der gefällt mir ehrlich gesagt auch nicht, aber wir können es ja mal probieren. Und da haben wir ein paar schöne, glaube ich. Aber sind auch alles nur einer. Und der ist neu. Und da haben wir sogar ein 3 und ein 4. Ui! Super! Da ist sogar ganz ein schönes 4. Also von dem Pokémon können wir nochmal 3 Fotos machen, sicher. Und somit hätten wir eigentlich auch ein Rätsel gelöst, oder? Da die Äpfel, da hat auch mal noch jemand untergenommen. Ah, das ist nicht so gut. Wir können es probieren. Da haben wir auch beides schon 1 und 2. Aber das 1 ist nicht so gut. Und ich glaube, das ist ganz ein schönes einer. Pichu. Haben wir auch schon 1 und 2. Aber da wäre zumindest ein bisschen schöner. Da haben wir noch kein Einer, also müssen wir das Einer nehmen. Da haben wir beides schon und beide relativ hoch, also da ja, könnte noch schwierig werden, dass wir höher werden. Da einen 3er hätten wir schon, aber einen 2er haben wir sicher noch nicht. Schwalbini hätten wir einen 2er, haben wir noch nicht. Jetzt die Augen zu, mag ich nicht. Ja, das ist nicht so schön in der Mitte, aber ja. Da hätten wir noch keinen Einer. Probieren wir das. Kristallblume, gibt es die etwas? Nein. Ist dies nicht? Ja, wir möchten da mal anschauen, die Fotos, die wir haben. Was uns die nützen. Alright. Okay, werfen wir mal einen Blick auf deine Fotos. Nice work. Ja, ist leider kein 4000er, aber ist gleich eine Steigerung. Nice Da work. müsste auch eine Steigerung sein sogar. Sehr gut, die 4000er. Ist schön, nehmen wir gern. Nice work.
Ja, da wird schwierig. Ist auch kein schlechtes Foto, aber das ist das letzte besser. Nice work. Das ist ganz schön geworden. A new discovery. Ja, da Pokémon nehmen wir das erste Mal. Und dann sogar noch ein 4-Stern. Aber kein 4000er, so schade. Ich hätte es gehofft, dass es 4000er gibt, aber knapp daneben ist es auch vorbei. Perfect timing. Die Hose ist gut gefalten, die Größe ist auch ein bisschen besser, also generell auch besser, aber kein 4000er. Nice work. Und da gibt wenigstens ein 4000er knapp. Great timing. Da gibt auch, gibt auch 4000, das ist doch schön. Und da wird 90, nehme ich an. Nice work. Einmal, da haben wir ja noch nicht. Nice work. Ja, da ist nicht geworden. Das ist. Das ist ein 2 Sterne, haben wir noch nicht. Leider kein 4000er. Nice work. Da auch knapp vorbei. Da haben wir auch noch nicht einen Einer. Das ist auch ganz knapp vorbei wegen 6 Pünktchen. Ach. Ja, traurig, aber ist so. Der Forschungslevel. Der ist gestiegen, aber wir sind noch nicht auf dem 3, aber er hat ein paar Pünktchen dazu gegeben. Immerhin. Und dann gehen wir natürlich wieder zum Basiscamp. Vielleicht gibt es noch etwas Neues. It's coming around again. Es ist hinter dir! Ach nee, da drüben! You can do it. Just Na los, du schaffst das! Well, look who it is. Ah, da bist du ja endlich. Hallo, Todd! Hey, Professor. It's been a while. Hallo Professor, lange nicht gesehen. Okay, da ist der Fotograf vom ersten Pokémon Snap gewesen, glaube ich, der Todd. Das ist Todd. Er ist ein professioneller Pokémon-Fotograf, der die ganze Welt bereist. Hi. Hallo, du hast also das Lumina-Pokémon fotografiert. Beeindruckend. So, Todd, hast du die Sache mitgebracht, um die ich dich gebeten habe? Aber klar doch. thank you. Sehr gut. Jetzt können wir endlich aufbrechen. Professor, ist das ein Freund von dir? Ja, wir sind früher zusammen auf Reisen gegangen. Ich habe ihn auch bei der Planung meines Forschungsprojektes zu Rate gezogen. Verstehe. Oh, das ist das Gefährt, das du entwickelt hast. Nicht schlecht. Da kommen Erinnerungen hoch. Okay. Aber jetzt zeig mir bitte erstmal die Fotos vom Lumina-Pokémon. Wow, you've really got an eye for Die sind this. toll. Du hast ein gutes Auge fürs Fotografieren. Hey! back off, kid. Er hat gesagt, dass du meinem Mentor deine Fotos zeigen darfst. Hallo, ich bin Phil, der beste Schüler von Todd. Okay now. Wow. Ich wollte mich euch eigentlich anschließen, um selbst ein paar Fotos zu knipsen, aber mir kam da eine bessere Idee. Wäre es in Ordnung, wenn euch stattdessen Phil begleitet? Yep. Also, ich habe nichts dagegen. Awesome. Juhu! However, Denk dran, dass du nur meine Vertretung bist. Dieses Abzeichen ist bloß geliehen. Na gut, aber wenn ich ein paar tolle Fotos schieße, darf ich es behalten. And Also, worum geht's eigentlich genau? Okay.
Now that you're all here, we can get started. Jetzt. Listen up, team. I'm going to give you a Lass uns die breakdown of ersten the Schritte unseres Forschungsprojektes. Ja, ein bisschen langsam zum Vorlesen, sorry, da. Now then, Aber ich glaube, die meisten können es selber lesen. Das ist Floreo, die Insel, auf der wir uns gerade befinden. Unser Basiscamp ist hier auf der Karte markiert. also, Um bei unseren Forschungen voranzukommen, müssen wir auch die anderen Inseln erkunden. Und dieser Ort hier wird unser erstes Ziel sein. Dichter Dschungel. Hey, so Warum fangen wir genau da an? yep. Weil es dort eine Stelle mit einem hohen Energievorkommen gibt, zu der das Neo One teleportiert werden kann. Diese Insel kommt auch in den Lentil-Chroniken vor, oder? Ja, Captain Vince hat sogar geschrieben, dass er dort ein leuchtendes Pokémon gesehen hat. come on. Worauf warten wir denn noch? Komm schon, lass uns diese Insel erkunden. Agreed. Also gut. Anyway, Ihr seid die Ersten, die diesen Teil der Region seit einem Jahrhundert betreten. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Abenteuer. Also, hätten wir eine neue Strecke bekommen, die wir dürften anschauen. Und da ist jetzt ein bisschen sehr viel Blabla gewesen und so. Neues Gebiet verfügbar. Ah, und da gibt es noch etwas Neues. Da ist noch ein bisschen Wasser, da ist noch ein bisschen Vulkan, also ein Dschungel und so. Also ziemlich ähnlich wie beim altehrwürdigen Original. Ja, aber ich würde sagen, das war es für diese Folge. Das nächste Mal werden wir uns den Dschungel wahrscheinlich dann anschauen. Und da haben wir aber auch noch das eine oder das andere zu machen, würde ich mal meinen. Aber da wäre es in dem Fall gewesen. Nein, eigentlich habe ich da nicht etwas und da noch schauen. Und zwar da haben wir erfüllt, genau, geröstete Früchte. Und da gibt noch ein Effekt, also das ist, wenn wir Fotos machen oder so, dann kommt man da Effekt über. He? Also müssen wir vielleicht gleich mal noch anfangen, Fotos aufzuladen oder so, aber wir lassen jetzt da einmal weg, zumindest haben wir drin etwas gesehen. Vielen Dank, dass ihr noch dabei gewesen. Freut euch auf die nächste Folge, auch wenn es alle anderen schon durchgespielt haben, außer ich halt noch nicht. Aber ja, man hört sich.